Das Profil reicht dir der. Willst du das? Ja, das hier. Nee, das ist schon mal. Ich habe aber 3 so Stück noch eingepackt. Sind andere da in Fahren, es geht um Geld. Guido, brauchst du Hilfe beim Einmessen? Ja, gleich. Wer hat Petra gegründet und erbaut? Wir stehen hier oben auf El Biara, Mutter der Zisternen, dem wichtigsten Berg und manifestesten Berg im Umfeld von Petra. Und der ist eigentlich sehr gut geeignet, uns die Antworten auf diese beiden Fragen zu geben. Hier oben befindet sich eine edomitische Siedlung aus dem 7., 6. vorchristlichen Jahrhundert. Die Edomiter sind das südlichste der 3 biblischen Königreiche östlich des Jordan, also von Nord nach Süd, Ammon, Moab und eben Edom, die in ständigem Konflikt mit dem Volke Israel standen. Und diese Siedlung, die eher den Charakter einer Rückzugssiedlung hatte, ist der erste manifeste archäologische Beleg hier oben und auch im weiteren Umfeld, wenn man mal von aber doch einigen Kilometern entfernt gelegenen neolithischen Siedlungen absieht. Und dann kommen selbstverständlich, deswegen kennt man Petra natürlich, die Nabatäer ins Spiel, welche gemäß historischer Quellen ab dem Jahr 312/11 vor Christus und nach Aussage der archäologischen Quellen geringfügig später hier zu wohnen und zu bauen begonnen haben. Wir stehen hier am tiefst gelegenen und, soweit wir das beurteilen können, auch letzten Bau der Gesamtanlage auf El Biara. Sämtliches Wasser, was auf dem Berg von den Nabatäern benutzt wurde, scheint hier zu kulminieren bzw. die gebauten Strukturen zu verlassen. Trotzdem wird es hier nochmal ganz gezielt eingesetzt. Wir haben felsgehauene und steingearbeitete Kanäle, wo das Brauchwasser, welches aus sekundärer Nutzung bereits kommt, aus Badewannen und anderen Installationen hierhin abgeleitet wird, nochmal zum Einsatz kommt. Die Strukturen, die Bauweise dieser Anlage erinnert ganz verdächtig an römerzeitliche Toilettenhäuser, an römerzeitliche Toilettenanlagen, und wir gehen davon aus, dass es sich auch hier um so eine handelt. Und wie man sieht, war das definitiv die Toilette mit der besten Aussicht in der ganzen Region. Wir befinden uns hier im sogenannten Bab es-Siq, dem Tor zum Siq, sind also außerhalb der antiken Stadt. Der Eingang des Siqs, also dieser Schlucht, befindet sich da im Westen. Wir sind auf einer Anhöhe oberhalb des Wadi Musa, das Bachbett verläuft da unten, und diese Anhöhe besteht aus 2 Terrassen, die Sie da unten sehen. Wir hingegen sitzen auf einem Felsen. In diesem Felsen drin, also hier im Süden, befindet sich ein felsgehauenes Triclinium, ein Bankettsaal, wohingegen wir hier im Norden, gleich unter mir, ein felsgehauenes Grab sich befindet. Die Vorgehensweise richtet sich an die Begebenheiten des Terrains. Hier auf der Nordterrasse unseres Komplexes haben wir relativ wenig angeschwemmtes Material, also Sand. Wir sind sehr schnell auf dem Felsen. Das gilt es natürlich beim Ausgraben zu berücksichtigen. Ferner treffen wir hier auf felsgehauene Strukturen und auf gebauter Architektur, wie diese Mauern, die Sie im Hintergrund sehen. Auch da müssen wir beim Ausgraben Acht nehmen, um diese bei der Auswertung dann voneinander unterscheiden zu können. Jede Ausgrabung ist ja eine Zerstörung, das heißt, das, was nicht dokumentiert ist, ist unwiederbringlich verloren. Wir müssen also alles zeichnerisch, fotografisch festhalten, was beim Ausgraben freigelegt wird.
Wir haben in dieser Kampagne mit der Reinigung dieses felsgehauenen Grabes angefangen. Dazu muss man sagen, dass das Grab während Jahrzehnten von den lokalen Beduinen als Ziegenstall verwendet wurde und sich dementsprechend Material angesammelt hat. Das haben wir jetzt gereinigt. Und bei der Reinigung dieses Ziegenmistes sind wir auf ein Schachtgrab, das im Boden der Anlage eingelassen ist, gestoßen. Nun sind wir also daran, diese Senkgrabgeschichte da zu klären. Und dabei hat sich herausgestellt, dass dieses Senkgrab zum Teil geplündert wurde. Also in der oberen, der linken Hälfte haben wir einen gestörten Fundzusammenhang, wohingegen wir in der unteren Partie des Grabes noch die intakte Situation vorfinden. Das heißt, mit großen Steinen, die mit Mörtel abgedeckt sind. Die Erklärung ist ganz einfach. Die Grabräuber haben dank der Anlage des Senkgrabes vermutet, dass sich der Kopf des Bestatteten eben in der nördlichen Hälfte befindet. Dort muss also der Schmuck gewesen sein, Ohrringe, Ketten. Sie haben dort gegraben, hingegen im südlichen Teil die Anlage nicht angefasst wurde, was uns natürlich hoffen lässt, dass wir in diesem südlichen Teil des Senkgrabes auf ungestörte Fundsituation stoßen können. Befinden wir uns hier nicht etwa in einer Grabanlage, wie man auf den ersten Blick denken könnte, sondern in einem der großen, in Fels gehauenen Wassertanks, die in Verbindung mit dem großartigen Wohnbau stehen und standen. Diese Tanks waren angeschlossen an die Wasserleitung von Einbrack, wurde also im Grunde ganzjährig mit Wasser bedient. Weshalb dann Tanks dieser Größe? Wahrscheinlich, um dem Faktum gerecht zu werden, dass nicht alle Quartiere gleichzeitig, also das heißt stetig, mit Wasser versorgt wurden. Wo befinden wir uns hier? Wir stehen auf dem originalen Plattenbelag im ersten Stock über dem Raum mit den erhaltenen Wandmalereien. Mit anderen Worten stehen wir auf dem künstlichen Schutzbau, der aufgrund der Malereien letztlich erstellt wurde. Die ganzen Platten, auf denen wir hier stehen, wurden im Versturz gefunden und durchnummeriert und letztlich dann auf dem Schutzbau restituiert. Also wir stehen hier im Grunde auf dem ursprünglichen Niveau des ersten Stocks. Und von hier aus haben wir einen erstklassigen Blick auf diesen Bau, ein luxuriöser Privatbau. Manche wollen von einem Palast sprechen, aber ich denke, dass der Bau trotz allem zu klein dimensioniert ist, um von einem Palast sprechen zu dürfen. Bedeutsam ist dieser Bau aufgrund verschiedener Dinge. Bemerkenswert etwa ist, dass dieser rund 30 mal 30 Meter messende Komplex von einem Architekten konzipiert wurde, mit ganz strengen Achsenläufen, Raumordnungen, was Bedeutung, was Nutzung angeht. Dieser Bereich, diese Klammer lässt sich sonst eigentlich in keinem als Privatbau zu identifizierenden nabatäischen Haus nachzeichnen. Also wir haben hier den einzigen bis heute bekannten nabatäischen Bau
hier in diesem Fall des frühen 1. Jahrhunderts nach, der einer ganz klaren Konzeption eines Architekten folgte. Der Gast betrat durch das Haupttor, über 2 Meter Durchmesser weist es auf, eine Art Foyer, einen quadratischen Platz, von wo aus ein langgezogener, 13 Meter langer Korridor, leicht abfallend, zum Haupthof führt und dann zu den südlich anschließenden Repräsentationsräumen. Wir befinden uns hier, wie schon gesagt, auf dem Dach bzw. auf Geschosshöhe des Raumes 1, des zentralen Raumes an sich der Bebauung hier auf Santur. Wir befinden uns hier im Raum 1, dem kleinsten, intimsten Bankettraum im Zentrum des Baus EZ4. Der Raum ist in einem Sinne von Bedeutung, nämlich im datierenden Sinne, da wir wissen, aufgrund von Keramikfunden, die im Stuckmaterial integriert aus der Wand brachen, dass die Wandmalerei, die wir hier vor uns haben, aus den frühen Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts stammt. Der Raum wurde im Übrigen im katastrophalen Erdbeben von 363 nach Christus zerstört. Nun, ich sitze hier in diesem Raum, um Ihnen in etwa eine Vorstellung der Position der Gäste klarzumachen, die hier auf Speisebetten lagerten und die Dekoration an der Wand, die illusionistische, die perspektivisch erfasste Architektur, die dreiteilige, die wir hier im Hintergrund sehen, von unten her aufnahmen. Man sieht die 3 Teile der Fassade mit 2 nach vorne springenden seitlichen Pavillons, kombiniert mit einer zentralen Ädikula-artigen Konstruktion mit einem Segmentbogengiebel überdeckt. Die seitlichen beiden Pavillons sind flach abgeschlossen nach oben und zeigen die schönen Akrotere, den Dachschmuck mit Gorgoneia. Die runden Scheiben mit den Köpfen mit Schlangen um den Hals gewickelt. Nun, wie gesagt, der Betrachter guckte sich die Wand von unten her an und wir erkennen, wenn wir den Dachbereich des gemalten Baus, Prachtbaus, genauer anschauen, dass wir in die Decke der Pavillons reinblicken können. Man erkennt die Kassettierung, die nichts anderes bedeutet, als dass wir scheinbar in die beiden flankierenden, den zentralen Bau flankierenden Pavillons reinschauen können. Der illusionistische Effekt wird verstärkt durch die Verschiedenfarbigkeit der rückliegenden Säulen, in Blau gehalten, mit schwarzer Marmorierung, die frontal liegenden, nach vorne springenden Säulen sind in Weiß gehalten und rot marmoriert. Wir haben hier also eine quasi Replike, eine Wiederholung monumentaler Architektur, wie wir sie in Petra an vielen Stellen aus Fels gehauen, hier in Malerei an die Wand gebracht. Das ganze Ensemble der beschriebenen Fassade ist auf einen geschlossenen Hintergrund gesetzt, was etwas ganz Besonderes ist in
im malerischen Entwicklungszusammenhang im 1. Jahrhundert, nicht wie im römischen Stil bricht die illusionistische Malerei den Raum nach hinten auf, sondern wir sehen hier eine Fassade, die uns vor geschlossenem, Alabaster umfangenen Raum entgegenspringt. Der Betrachter hatte somit den Eindruck, effektiv vor dieser Kleinfassade zu stehen bzw. zu liegen und Teil des architektonischen Ensembles zu sein. Bedeutend ist auch das Zusammenspiel der auffälligen Rapporte, diesen tapetenartigen Musterungen, die eingefügt sind in die Rückseite der Architektur. Sie stellen ein Novum in der Wandmalerei des 1. Jahrhunderts dar. Diese repetitiven geometrischen Muster, die wir in erster Linie aus Bodenbelagszusammenhängen kennen, diese Musterungen in der Dichte, wie sie an die Wand gebracht sind, brechen im Grunde den Illusionseffekt der Malerei, indem sie das Flächige ganz stark betonen und die Illusion der vorspringenden Baukörper brechen. Aber das Besondere, und das möchte ich nochmals betonen, ist die Einfügung dieser geometrischen Muster, flächigen Muster in einen architektonischen Kontext. Damit können wir eine Entwicklung im Nahen Osten ausmachen, im 1. Jahrhundert nach Christi Geburt, die im Grunde schon vorwegnimmt, was wir später in der islamischen Kunst kennenlernen werden. Um was für eine Inschrift handelt es sich hier? Es handelt sich hier um eine nabatäische Weihinschrift, die sich an der Rückwand des Tricliniums, also des Bankettsaals, befindet und die uns wichtige Informationen zum gesamten Komplex gibt. Zum Ersten nennt sie uns den Auftraggeber dieses Komplexes, Aschla, Sohn des Aschla, also in einer typischen Form, wie wir sie sonst in Petra auch kennen. Aus diesem Grunde bezeichnen wir den Komplex hier oben auch als den Aschla-Komplex. Ferner entnehmen wir dieser Inschrift, dass dieser Komplex eben aus mehreren Einheiten besteht. Es heißt da, jenes sind die Räume, die gemacht hat der Aschla, Sohn des Aschla. Das heißt, es sind mehrere Räume angesprochen,